Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Ein Dossier, den das Europäische Parlament im Moment beschäftigt, als den für Lützeburg höchst brisanten Proposition von der Kommission für die Direktive über die Fiskalität der L'épargne, Zinsbesteuerungsrichtlinie, die seit 2005 war Kraft ist, aufzuändern. Die Debatte ist ganz technisch. Es geht den Champ d'Application, das heißt, ob was wie Steuern sollen erhoben gehen. Aber es auch nach viel mehr politisch gehen. Eigentlich geht es vielen nicht Direktiv sich. Sie verstoppen sich nicht. Aber es geht ihnen das Secret bancaire schlechthin. Ich begrüße bei mir am Studio mein Kompatriot Robert Goebbels. Kannst du vielleicht ein paar Worte von dir aus sagen über den Herrn Hamon? Wie könnte das ausgerechnet der Rapporteur gouf? Da hätten wir ja gerade so gut gehabt, wir hätten den Bock zum Gärtner gemacht. Oh, merci für Blumen. Das in der Politik ist so, dass ihr muss mit seiner Partei Freund leben, seine Freunde die kann sich wählen. Aber da wenn wir Hamon also sich ganz fleißig Deputierten, der viel schafft auch am Parlament, steht am französischen PS linke Fliegel. Aber was hier in Hai repräsentiert, das leider etwas, was da ganz Frankreich konsensfähig ist. Den Herr Hamon sieht eigentlich nicht weiter wie den Herr Sarkozy. Hamon, Sarkozy, même combat. Und noch an der Europäischen Volkspartei gibt es ein ganz riches Franzosen, die mit Hamon werden stimmen. Leider. Ja, das ist so. Leider gibt es auch nach von anderen Ländern, die du versichern, wir sind ziemlich lang, meine ich. Also ich meine, wir müssen wissen, dass Lützeburg nicht viel drin hat. Weder im Europaparlament noch in Europa selber. Die Zeit, wo wir als die Leif ugesiegen, die Leif Lützeburg, sie schon lange rüber. Weil das am meisten schuld als der Fett, dass man alle Statistiken als die reist durchstehen. Was zwar nicht vor, weil als ein Bruttosozialprodukt, der gibt zum Beispiel eine Schaff von 150.000 Grenzgänger. Die zählen nicht mehr, wann die dividiert gibt mehr. Den anderen als das ein Tag mehr, dass mir immer die Statistiken anscheinend die schönste wären. Und das als etwas, was als nicht können verzeihen. So wie sie nicht können verzeihen, dass als ein Premierminister Jean-Claude Juncker Heinz do groß fortfeiert, sie noch der Meinung, den hat besser mal länger auf den Deckel zu kriegen. Ja, lass mal auf die Proposition direktiv zurückkommen. Also, wir haben ja 2005 auch Quellensteuer zu Lützeburg angefordert. Wir haben das bis nicht liberatoire, 10%. Ich fand das super. Solange das so bleibt, ist das effektiv super. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die meisten Leute bereit wären, sogar ein bisschen mehr zu bezahlen, was sie dummer da sicher wären, dass sie dafür die Steuern das ist liberatoire ist. Und das tun wir gemacht. Astrid, wir müssen aber auch wissen, dass Lützeburg damals d'accord war, für die Ausländer, die konnten zu Lützeburg schon immer mehr an die Lut zu gehen mit dem Tor. An 2011 sind wir bei 35% für die Ausländer. Und das fängt dann nun besser zu gehen, noch einmal für Ausländer, die aus Ländern kommen, wo bei ihnen selber nur 20% Quellensteuer erwerben. Ja, dafür habe ich ja proposiert, an meinem Amendement, wir sollen direkt Quellensteuer an den Informationssystem sollen wir eine Option machen, dass die Länder die zwei können wählen, lo as jo nimmen Belsch, Österreicher mehr die Quellensteuer hun, all die anderen hin und ein Informationssystem. Ich habe das doch proposiert. Das ist ein bisschen mehr kompliziert. Ja. Ich meine, für die internationale Échangen, da gibt es just 3 Länder, Österreich, Belsch, Lützeburg, die eine Quellensteuer auch bei den Ausländern abholen, an die suchen Delen mit den Staaten, wo die Ausländer herkommen. Aber intern, haben ein ganz rich Staaten, das bald 19 Stück, die eine Quellensteuer für hier, Bierger. Und dafür wäre es logisch, wenn ich dafür plädiere, dass es eine europaweite Quellensteuer kommen, das ist der Sinn von den Amendementen, die ich an dem Rapport abrechne. Meine Argumente gehen dahingehend ein bisschen weit,
weil was se géiffen nu geholt gi jawer net werden effektiv System schafen den total transparent wär, wo Sibverbierger ganz Europa geif gleich behandelt gin, wo wie ich 4 Stunden der Sibfremingen sogar nach 25% Quellesteier bezielt mir liberatoire an dommer da de Bierger den Spurt gleichgeseit dem Bierger der konsumiert, weil der konsumiert der bezielt TVA. Dat wäre also eng gewiss fiskalisch Gerechtigkeit. Sind die nämlich Robert? Ich will just de Lo schon machen. Du willst der Periode transitoire. Ja. Ich fand das an der Periode transitoire die 35%. Merite von unseren gegensätzlichen Amendements. Ich will erklären. Ich proposieren dat, ich kin so geschritt mi weit, ich so komme man do aus eng Ressource communautaire, dats dat eng Set fir Bresel gëtt, dann hält den ewige Streit iwwer zu fir Bresel op, bra ke Land mir be ze beweisen. Me ich wees awer dats de System, den ich da proposeieren, de ganz einfach as zu setzen, de ke bürokratischen opwand huet, kaum eng chance fir. Zu die echt Diskussionen, die man hat sowohl an der Kommission wie am eng Gruppe weisen, dass ich net ganz viel Appuiewert kreen. Du schlägst auf hier, für das soll das System, den duale System beibehalen. War Menge Amendement aufgelehnt sind, stimmt nicht mal Sicherheit für dich. Aber ich bin noch nicht sicher, ob du da. Aber ich hätte gerne, dass direkt, dass man nicht mehr bis die Periode transitoire müssen auf 35% erheben, weil die Stadt einfach nicht gut fand. Dafür nicht gesagt, wenn wir schon die Direktiv ändern, dann losen wir los so die Beit-Systemen, entweder Informationsaustausch oder Quellensteuer, bleiben weiter neben den Nähen bestehen. Aber ich will aber auch ganz matt, wenn wir da durchgehen. Ich habe das gemacht, weil ich gemerkt habe, wir kämen halt da matt durch. Aber dass wir durchkommen, dass wir nicht mehr Quellensteuer haben, das wäre formidabel. Und ich ging da doch ganz richtig fanden. Also ich fand das gut. Wir müssen nur gucken, was können wir machen. Also ich habe noch an meiner Fraktion ganz heftig Kampf gehabt. Ich hatte auch an der Kommission Ökonomie und Monetär meinten, was mich so rose mischt, dass sie los schon wollen dezidieren. Das 2014 nicht mehr ein System mit Informationssystem. Und das System funktioniert nicht. Und sie wissen, dass es nicht funktioniert. Aber sie wollen dezidieren, dass sie lo dezidieren. 2014 gibt es nicht mehr ein System, mit das System, wo wir alle gut wissen, dass es nicht funktioniert. Und da wollen sie 2011 een Bericht machen aus einer Analyse, wie das System kann funktionieren. Oh. Ich fand das also wirklich so unlogisch, so verrückt, mit geht alles nimmer drin für Eisbaschen zu tun. Ja, nämlich, ich meine, wir müssen gesehen, dass man nicht mehr viel Freunde haben, an dass die Groß von dieser Welt beschlossen haben. Die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen preisen für mit den kleinen Finanzplätzen, die bisschen dahinter wie Dublin, Lützeburg, Vaduz und so die Schweizer, dass bei denen soll medisch viel abgeräumt gehen. London bleibt immer London, New York bleibt New York, Paris bleibt Paris, Frankfurt bleibt Frankfurt. Das ist der ganze Enjeu. Ja. Und da geht es nicht mit richtigen Sachen so. Gekkerweise, als die Match, die wir hier im Parlament feiern, wahrscheinlich verlieren werden. Nicht wichtig, weil das Parlament geht glücklicherweise in NRW. Glücklicherweise in NRW an Decisionen fallen auf finanzpolitische Fragen, auf fiskalpolitische Fragen, allein am Ministerrat. Und da muss als Regierung dann durchhalten. Da muss dann Herr Juncker und Herr Frieden durchhalten. Schön als mehr für Dutzend Herr Frieden an diesem Dossier wie an Herr Juncker, wo nie so richtig weiß, was er natürlich da genau will eine europäische Sprache oder will der Lützeburger Interesse vertreten. Ne? Also ein bisschen. Ja, aber das ist ja aber auch der Herr Frieden, der das ganz do verhandelt. Wie gesagt, dann ja, aber das am besten. Dass der Präsident von meiner Gruppe den Herrn muss ja dann nicht sagen. Ja, aber das trotzdem, also so, dass die Lützeburger Regierung, und ich hoffe, wenn man so weit kommt, das geschieht schon vielleicht noch nicht direkt, hoffentlich noch nicht, dass wir dann auch nach einer Regierung haben, wo wir so dichte Schleit dran haben, wie den Herr Juncker, alle so soliter wie den Herr Frieden, weil dann haben wir sicher eine Chance, dass wir aber nicht von den anderen das oberlöst kriegen, was du gesagt hast, wo es nicht einfach darum geht, alles fertig zu machen.
mehr versichern als Position, aber wir haben die besten Argumente zu verteidigen und da müssen wir gucken, zu was das feiert. Sondern merci Robert, dass wir das Gespräch konnten feiern. Und ich alle gut lief nur luisteren. Merci, dass ihr gelauscht habt. Bis die nächste Woche.